brauchen keiner der erzählt. De loven vieren ik, maar hoeveel kinderen dit is dus oké. Is het besser, alle de vis. Ich hatte ein armes Elternhaus. Die Gläubiger gingen ein und aus. Von morgens bis zur Abendstunde war der Gerichtsvollzieher Dauerkunde. Das Geld, das wir unter die Leute gebracht, das hat mein Bruder selber gemacht. Und meine älteste Schwester, groß und kräftig, war im Eros-Center als Stewardess beschäftigt. Als mein Fräulein Mutti heiratete und der ganze Hochzeitsrummel vorbei war, schnappte Papp sich der Mann, guckte tief in die Augen und sagt, wirst du mich auch ewig lieben? Ja, hauchte die Mutti. Wirst du mir auch Kinderchen schenken? Sagte Mam, wenn du da stumm bliebst, bestimmt nicht. Wie Minge Papp frisch verheiratet war, wurde noch ja nicht richtig abgeklärt. Der war noch scheu und schüchtern. Wie der in der Hut sich nachher abkam, der Mam lag halt frisch da. Der Papp lotse ansehte die herrlichen Berge, das wunderschöne Tal und die kleine Wiese. Lädt sich der Neffe und schlöfen. Der Mann war richtig enttäuscht. 2 Tage ging das so. In der 3. Nacht dachte sie, was Kirche. Geht wieder herab die herrlichen Berge, das wunderschöne Tal und die kleine Wiese. Sagte man, wenn die Wiese nicht bald bearbeitet wird, da wird sie verpackt. Als ich noch nicht bei meinen Eltern war, stund der Mammens an einem jungen Brunnen, seufzte und sprach, ich steh der Emmersche voll von dem Zeug trinke, wenn ich noch ins 18 wird. Seht so ein Mann, Neffe, ihr viel älter sind sie doch auch jetzt noch nicht. Seht Mama, ich bin 25. Seht ihr, was ist da für ein großer Unterschied zwischen 18 und 25? Seht Mama, 1 Mann und 7 Pence. Aber da muss sie wohl im Akkord gearbeitet haben. 7 Kinderchen und alles Mädchen. Der Pap hat schon Komplexe. Doch dann gelang ihm der große Wurf. Der lang ersehnte Sohn wurde ihm geboren. Halleluja, Halleluja. 3 Tage haben sie mich rundgereicht und überall beguckt. Die Oma sagt, wem sieht er denn ähnlich? Ach, sagt der Papa ins Gesicht, haben wir noch ja nicht geguckt. Die Mutti sagt zum Papa, dass die Doofheit hatte von dir. Sagt der Papa, ist doch klar, du hast eine ja noch. Beim 8. sagt der Papa für die Mam, jetzt hört es auf. Auf morgen schlaf ich Speicher. Sagte Mam, wenn du meinst, das jetzt nützt ja nicht mit. Als 8. war ich ein Nachkömmling.
wie der Papp mich überall stolz sehen det. Seht der Opa, würden jetzt die an Dinge Stelle verabhören. Sie gelingen dir nicht mehr ganz. Weil ich nur ein bisschen schwach auf der Brust war und morgens immer viel geschrien hab, hat der Nachbarschaft ja nicht gern gehabt. Sagte Mutti, mit dem Kind muss noch Doktor gegangen werden. Und in 3 Tagen stand ich mit Begleitschutz vor dem. Sagt der Doktor, kriegt der Kleine die Flasche? Sagt der Begleitschutz, nein, die Brust. Sagt er, machen Sie mal frei. Der Doktor beguckt sich das Spiel. Sagte, kein Wunder, dass das Kind schreit. Das hat Hunger, Sie haben ja kein Milch. Sagt der Begleitschutz, wieso ich? Ich bin doch Sing Oma. Wie ich 3 Jahre alt war, ist der Mann mit mir am Doktor gegangen. Setze der Kleinmäd noch jede Nacht das Bettchen aus. Sagt der Doktor, wie geht das dann? Ich sage jeden Abend, wenn ich eingeschlafen bin, jede Tipp, 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 Tipp. Können so ein kleiner, grüner Mensch, sitze ich bei mir über das Bettchen. Und da sagt er, hast du schon Pipi gemacht? Da komme ich so und da sagt er, da machen mal schön. Wenn ich dann morgens wieder aufstehe, ist das Bettchen immer nass. Sagt der Doktor, dem können wir abhelfen. Heute Abend gehst du erst noch am Klöschen, machst ein Bächlein und da gehst du ins Bett. Und ich getan. Ich bin gerade wieder eingeschlafen. Tipp, 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 tipp. Gut, das kleine, grüne Menschen sitzt hier über das Bettchen. Ich sage, ich hab schon Pipi gemacht. Sagt er, wer spricht denn davon? Heute Abend machst du Häufchen. Papp und Spence eines Tages zusammen, sagte Kindersche, demnächst kreist über unser Haus eine Klappestorche rum. Der hat einen Schwerkiss im Schnabel. Die schmiest er durch die Kamine runter. Ich sage, hoffentlich gibt das keine Krach. Der Mama ist nämlich Schuhe in Umständen. Wenn wir mit 8 Pence daheim in der Küche am Spillen sind, ist alles voll. Und genau in dem Augenblick, wo einer vom Rathaus kontrollieren kann, geht uns Ende in der Küche zu watscheln. Wie seht bei all der Pence halt ürig noch ein End? Ich sage, das ist kein End. Das ist der Klapperstorch, der hat sich bei uns die Füße abgelaufen. Eins von meinen Bröderchen, der spricht nicht. Der hat noch kein Wörtchen gesagt. Seht die Schmitz von nebenan für den Papp, fahren sie doch uns mit dem Kind noch Käferla. Durch jede Teilwasser. Hat der Papp getan, der geht mit dem Kleinen zoppt den in das Wasser rein. Der geht raus und sagt für den Papp und du hast sie nicht an. Der Papp freudestrahlend an das Telefon. Der Mama angerufen. Sagte der Kleine, sprich. Der hat für mich gesagt, ich hätte sie nicht an. Sagte, Mama hätte doch recht, du hast doch den Verkehr mitgenommen.
Ob er mich nur deshalb in das Krankenhaus gestopft hat. Ich bin 3 Stunden da, kommt so eine Schwester. Ich sage, Schwester, ich muss mal pissen. Ich fiel bald aus den Schuhen. Sagt sie, um Gottes Willen, hier ist ein christliches Hospiz. Hier musst du vornehm sprechen. Wenn du noch einmal musst, schellst du, sagst du, Schwester 00. Ich bin nachmittags allein im Bettchen. Geht die Tür auf, kommt der Karlchen rein. Mensch, sagt, ich hab hochnötig. Ich sag, lass mich das machen. Ich drück auf die Klingel, die Schwester kommt. Ich sage, Schwester, der muss mal pissen. Der hat noch keine Nummer. Wie ich am anderen Morgen in die Schule kam, hatte man einen flammneuen Lehrer. Der kannte mich noch ja nicht. Sagte, wie heißt du denn, Kleiner? Ich sage, Schmitz mit einem TZ am Ende. Sagte, das kann ich mir denken, es gibt kein Wort mit mehreren TZs. Ich sage, sagen Sie das nicht. Adventsganskerz. Der hat mich nichts mehr gefragt. Ist er doch selber schuld? Der malte einen Strich auf der Tafel, sagte, was stellt ihr euch darunter vor? Ich sage, ein nacktes Mädchen. Der guckt mich frech an, malt noch einen Strich, sagte, und jetzt? Ich sage, noch ein nacktes Mädchen. Sagte, hör mal, mit den nackten Mädchen ist wohl eine fixe Idee von dir, was? Ich sage, wieso von mir? Wer malt denn dauernd die Schweinerei an der Tafel? Dann sprach er vom Alkohol. Der ist ja schädlich. Um uns das zu beweisen, stellt er 2 Einmaßgläser auf das Pult. 1 mit Wasser und 1 mit Schnaps. In jedes kam eine Wurme rein. Der in dem Wasser war quicklebendig und der in dem Schnaps direkt kaputt. Sagte, was fordert ihr daraus? Ich sage, ganz einfach. Wer süfft, kriegt kein Wurm. So herrlich sein. Als dicke Bach und Erbenmann fällt mir viel Schönes ein. Zu jung sein, 40 Jahre, ich schon in der Bütt. Und der Applaus ist ja das schönste Band, das ja im Leben. Und all die Fans, die sitzen hier im Jürzenich. Mit Dankeschön, Allah und Bützchen, herzlich grüße ich. Und habt ihr jetzt zum Applaudieren noch jetzt Lust? Dann freut sich mit euch Glück, Abend, ja, von Hetze die doch Nuss. Am meisten Sorge schmäht uns daheim mein älteste Schwester Ludmilla. Die Langlatz. Die wird immer größer. 2,10 Meter ist die schon hoch. Die Tag waren im Kino. Es saß kaum, rief halt einer hinsetzen. Es steht ob und jeder Rosette, das haben wir jen. Ich im Kino rumstanden und dann über die Stühle rauslaufen. Der Pap seh das Kind bis nicht unglücklich genommen, da spielte ich den FC. Jangen sie in das Stadion, da fällst du nicht ab. It ab, geht in Müngersdorf an einem Haus vorbei, ist einer der Heck am Schnigge.
Ich treffe her, sie entschuldigen zum Stadion. Lot der Huhn, sie reiten sie immer geradeaus. Nachmittags gingen wir immer schwimmen. Wie die Lückming-Schwester im Bikini suchen, hielten die Luft an. Ich sage, hören's, Annemarie, wie siehst du dann aus, du kannst doch nicht hier im Strandbad so rumlaufen. Wie siehst du offener rum aus, ganz ohne. Seht, da brauchst du ja nicht hinzulachen, du kleiner Junge. Ich sage, was hast du dann da? Seht, das darf ich dir nicht sagen, du hast früher getrunken, wie der klein warst. Ich sag, warum wir dann so arm, dass wir kein Tasse hatten? Jetzt will es hier, das seht für die Mam, du musst mir einen Tipp geben, was in der Hut 6 nach all passiert. Seht, die Mam hat nicht kein Zick für Jang in der Hühnerstall, das siehst du hier noch. 2 Stunden waren es unge. Wie es wiederkam, hatte ein Leuchten in den Augen. Abends war es früh fort. Der Bräutigam hängt im Herküt in das Zimmer, steht die pudelblank da. Kommende Kaffee wärmer. Seht ihr, was ist dir dann? Seht ihr, alles kannst du machen, aber das Pick und Kopf kannst du nicht vertragen. Nach 3 Wochen waren aus der Flitterwoche wieder da. Seht ihr, für die Mama, das ist das schön, wenn man sich jeden Tag gut versteht. Seht ihr, Mama, hör mal auf, wenn du in unser alter Küss verstehst, dich noch einmal im Mond, Jod. Seht ihr, Opa, wenn du so alt bist wie mir, verstehst du dich noch einmal im Jahr, Jod. Rief die Oma aus der Küche und das ist nächste Freitag. Vor meinem Vaterhaus stand keine Linde. Da stund ein Sofa. Da drüben saß ich und auch die Oma. Von Mama und Papa keine Spur. Die waren nach Heidelberg in Verjüngungskur. Etwas später, ich komme vom Spiele zurück. Da denk ich doch, ich werd verrückt. Da steht eine herrliche Schuss in der Tür. Ich bin die Mama, sagt sie zu mir. Ich sag, und ob Ding im Arm, das Äbsche, was so dusselig quasselt, sagt sie, das ist der Papa, den haben sie vermasselt. Aber wenn man 8 Kindersche daheim hat, dann kann das der Mann nicht allein schaffen, was das da gibt. Deshalb geht einmal in der Woche die Oma. Und die Oma mäht alles. Putzen, Flicken, Wäsche. Dies Tag war sie mit mir einkaufen. Wir stehen in der Straßenbahn, sagt die Oma, für den Schaffner, ein Erwachsener und das Kind. Der lädt mich an und sagt, das Kind muss voll bezahlen, der hat einen langen Putz an. Sagt die Oma, und wenn das hin oder Putz geht, fahre ich umsonst. Aber in letzter Zeit ist die Oma ein bisschen der Neffe. Dies Tag war sie mit mir in der Kirche, sie kniet neben mir, hätte Hängchen gefallen. Ein Würstchen dazwischen. Ich sage, Oma, was meinst du mit dem Würstchen? Ach, setze Hänschen, da habe ich daheim mit die Baby in den Zug geschmissen. Weil das nur schlimme Wut hätte Papsen am Doktor geschickt. Wie sie wiederkommen, war sie am Kriechen. Setze der Doktor hätte gesagt, ich hätte ein Porzellansyndrom. Sagte Papa, was hast du? Setze ein Porzellansyndrom. Der Pap noch dem Doktor hin, sagte, was haben Sie da für die Oma gesagt? Porzellansyndrom.
Seht der Doktor, ich wollte dir nicht so in die Gesicht sagen. Die hat nicht alle Tassen im Schrank. Aber bei all der Pens sind wir froh, wenn immer eine helfen könnte. Vorige Woche kam die Oma. Ich sag, Oma, bliebst du länger wie eine Woche? Ja, seht sie, warum? Ich sag, da kann ich schwindstens dem Pap sein Kunststückchen belohnen. Seht sie, wieso? Ich sag, der hätte gesagt, wenn der Oma länger wie eine Woche blieb, ja nicht der Weng in der Höhe. Opa Jonny am liebsten spazieren. Ja, der geht nicht weg. Wir sind Heimweg, kommen über die Brücke rüber. Da sind ich unten im Wasser Bretze schwimmen gekommen. Stundtruppe 1.B. Seht der Opa, was heißt das? Ich sage, dumm Frage. Erstes Brett. Mir stand noch einen Augenblick, küttere noch eins. 2.B. Der Opa lot mich doof an. Seht ihr zweites Brett. Ich sage, sehr richtig. Wir wollen wie gejonsinnig noch hier im Wasser zu schwimmen kommen. Stundtruppe HKKBM. Seht ihr, Opa, was heißt das? Dann ich sage, hüt gut, geh Brett mich. Wenn der Manfred das Einkaufen ging, bin ich nie je mitgegangen. Er täte mir immer so schnell die Füße weh. Ich sage, Mam, kannst du mir dann nicht 3 Rätschen kaufen? Setze mir in den Arm, du kriegst 3 Rätschen. Jank zu Fuß. Ich in der Hoferrunde, sind ich grad wie eins von unseren Höhnen, der Hahn spazieren dreht. Die habe ich vielleicht auseinandergefasst. Ich sage, wenn ich zu Fuß gehen muss, kannst du das auch. Ob er das noch nicht gehört hat. Ich sinne halt wieder im Sturzflug ob ein Ende runter. Ach, seht, ich bin verkehrt. Seht die End, Quatsch. Ich komme wieder rein, Paf hat die eine Sitz. Seht der Pap, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du im Hof keine Schneemann bauen sollst? Ach, seht der Mann, das ist ja keine Schneemann. Das ist der Opa, der haben im Herbst vergessen, Rind zu holen. Weihnachten wollte ich Fahrrädchen haben, sagte Mam Hänschen, das geht nicht. Wir sind zu Nüngpens, wenn jeder so ein großes Geschenk haben wollte, das geht nicht. Wünschte ich anders, ich sage, das hätte ich gern mit dir Papa und Mama spielen. Seht ihr, das darfst du. Ich sei schon an so rob und mache mich parat. Ich komme noch eine Viertelstunde runter dem Paps in Klamotten an. Ich sage, Frau, trägt die Arme und dem kleinen Dreirädchen kaufen. Aber durch die 8 Pence herrschte bei uns daheim große Armut. Wir konnten uns kaum jeder erlauben. Am Ende vom Jahr nahm der Pap die angesammelte Rechnungen. Der zieht mich. Und da trug eine raus und die wurde bezahlt. Der Rest flog in den Papierkauf. Einmal hätte er von einem bösen Brief gekriegt.
wenn Sie nicht bis zum 31. bezahlt haben ohne so, hätte Papa mir wieder geschrieben. Wenn Sie mir noch mal so einen bösen Brief schreiben, nehmen Sie an den Verlosungen nicht mehr teil. Papa ist nie schön gewesen. Der hatte so eine Nase im Gesicht. Kommt so ein junger Mann bei ihn und sagt, wie küsst du da dran? Sagt der Pap, das kann ich dir sagen. Wie die Nase verjoffen wurde, bin ich in einem Augenblick zu spät gekommen. Da lachen nur noch 2 da. Ding und Ming. Da wollte ich mir Ding grad kriegen. Da küden Stimm von Buffe, lass die Lie, das ist ein Rotznass. Der Papa ist ja jetzt bei der Polizei. Meistens hätte Nachdienst. Ob nur die Mammens kontrollieren wollt. Eines Abends kütte früh, still im düsteren Zimmer, nur um die Mam nicht zu wecken. Die Uniform aus, will sich Rat legen, hört die et flüstern. Der Papa nicht leg, sagt die Mama, ja, das will er nicht. Schanne so ein Kopping, da wird die noch schlimmer. Lauf in der Apotheke, Püllewische Holle. Treu und brav wie der Papa ist, die Uniform an. Geht noch dem Apotheke, sagt er, sind Sie nicht mehr bei der Polizei. Doch, sagt der Pap, warum? Sagt er, warum haben Sie eine Feuerwehruniform an? Der Mama hat ja noch mehr Kinder gehabt. Aber beim Pap war nichts mehr. Seht die Schmitz von nebenan für die Mam, sie müssen ihn viel mehr reizen. Sie müssen ihn ins Vordere. Dann sind sie schwarznäcklich an. Legen sie auf der Couch. Hat sie getan. Der Pap könnte rennen, sitzen da liegen, sagt auch, es jetzt mit der Oma. Die ganze Woche hätte man wie geübt. Mit einem roten Neckliche. Mit einem blauen Neckliche. So ja mit einem grünen. Nix. Samstags ist so das ganze Jahr. Hätt sie sich pudelblank auf der Couch geladen. Der Pap könnte rennen, sagte, Mam, fällt dir nichts ab. Doch, sagte Pap, das Hautfarbene steht am besten. Das könntest du nur noch ins Bügeln. Aber ich spruch mir heute Abend nicht zu bügeln. Ich bin in Form. Und ich möchte mich für all die 50 Jahre, die ihr mit so gehört hat, bedanken. Ich danke euch von Herzen und wünsche ich dafür Glück, Gesundheit und Freude.